Hallo zusammen. Das ist eine Spezialfolge. Der Ivo und ich haben eine Folge gemacht zu, wie wir mit Snooze aufgehört haben und wie wir unterschiedlich vorgegangen sind. Wir wollten es eigentlich als normale Folge aufnehmen und haben nach 30 Minuten müssen abbrechen, weil wir nicht einmal das Intro geschafft haben, weil wir so Lachflashes hatten. Wir haben uns dann zusammenreißen, aber weil so der ganze Vibe und die Stimmung ein bisschen loopy war und ein bisschen crazy, haben wir dann gefunden, hey komm, wir tun es als Spezialfolge auf. Darum sehen wir das jetzt auch schon am Montag. In einer Woche gibt es dann wieder eine normale Folge. Wir machen eine Folge zum Disk-Modell, Persönlichkeitsverhalten. Dort könnt ihr euch darauf freuen. Ist eine tolle Folge. Was ihr jetzt hört, ist einfach der Ivo und ich, wenn wir nach einer halben Stunde fast keine Energie mehr haben und es aber trotzdem noch irgendwie möchten anbringen, darüber zu reden, miteinander uns auszutauschen, wie wir mit Nikotin aufgehört haben. Und die Folge war vielleicht ein bisschen mehr für uns als für sonst irgendjemand. Wir haben es genossen. Für die es interessiert, die können jetzt gerne reinhören. Und für die finden, nein, ist das auch okay, gibt es dann nächste Woche wieder eine normale Folge. Viel Spaß. Hallo miteinander und herzlich willkommen zu Kopfchaos. Wir sind zwei Psychologen aus Zürich. Neben mir hockt der Tim. Ich bin der Ivo. Okay. Nein, wir fahren jetzt! Nein, ich mach's. Ich bin gerade drin. Ja, hör auf! Hör auf! Also gut. Ich bin gerade da, Alter, Mann. Fuck. Hallo miteinander und herzlich willkommen. Du hast schon so viel Versuche Ja. bekommen. Ja. Das ist auch schwierig, wenn du nebendran so lachst. Ich habe Bauchmuskeln. Also. Hallo miteinander und herzlich willkommen. Neben mir hockt der Tim und ich habe falsch angefangen. Es wird so einen schlimmen Zusammenschnitt geben Ja. von der letzten halben Stunde. Das ist unglaublich. Hallo miteinander. Hallo miteinander. Hallo miteinander. Was ist das? Ich weiß es nicht. Okay. Vielleicht brauchen wir etwas, was das Muster durchbricht. Fang du an. Oh. Hallo miteinander und herzlich willkommen zu Kopfchaos. Wir sind zwei Psychologen aus Zürich. Neben mir hockt der Tim. Ich bin der Ivo und wir begrüßen euch ganz herzlich zu der 34. Folge. Und heute haben wir ein spezielles Thema. Und zwar ist es ein Thema, das uns in den letzten 3 und 4 Wochen extrem stark beschäftigt hat. Mhm. Und zwar reden wir heute über das Thema Cold Turkey. Ich habe so einen lustigen Begriff gefunden. Also so der kalte Entzug, den man durchmachen kann, wenn man eine schädliche Gewohnheit vom einen Tag auf den anderen beendet. Und das hat einen Teil so körperliche Elemente drin, aber auch sehr viele mentale und psychologische Elemente drin. Und heute möchten wir uns auf das fokussieren. Und da möchte ich einfach schnell an dieser Stelle riesen Props geben an dich, Tim, weil du ein riesen Macher bist, dass du in der Folge zu erlernter Hilflosigkeit am Schluss einfach die Entscheidung getroffen hast und sagst, hey, weißt du was? Ich höre auf mit Snooze. In Ja, dieser Sekunde. du hast mich gut angeleitet. Ja, aber es hat extrem viel gebraucht. Und du hast gesagt, hey, weißt du was, ich mache das jetzt und ich ziehe das durch und ich muss aufhören, die kognitive Dissonanz, die ich die ganze Zeit mit mir rumtrage und so das Gefühl habe, dass ich das nicht ändern kann, das beende ich heute. Und das hat mich so motiviert und inspiriert, dass ich dann gefunden habe, hey, das mache ich auch. 6 Tage später habe ich dann auch aufgehört. Wir haben gesagt, mit was, oder? Mit Snooze. Ah. Ich weiß es nicht. Darum, gut fragst, wir haben beide mit Snooze aufgehört und wir haben beide sehr intensiv gesnoozt. Ich persönlich habe mich recht fest immer für das Thema geschämt. Ich habe einmal geschaut, dass ich den Podcast rausschneide und so. Ja. Du hast das nie verstanden, aber ich habe mich immer sehr dafür geschämt und eigentlich umso besser haben wir jetzt beide Das damit ist ja aufgehört. etwas zum Schämen, Mann. Das können wir jetzt sagen, wo wir es nicht mehr machen. Ja, das war schon vorher. Und da möchten wir wie die Folge auch nutzen, um so ein bisschen unsere Erfahrungen jetzt zu teilen, wo wir gemacht haben, wie das ist, wenn man mit einer
schädliche Gewohnheit vom einen Tag auf den anderen aufhört. Und ich glaube, da kann man recht viele Parallelen ziehen. Ich meine, es gibt immer wieder Situationen, wo man sagt, hey, jetzt möchte ich aufhören Alkohol trinken, aufhören rauchen, aufhören Social Media, aufhören mit Zucker. Und es hat immer so die körperliche Komponente und die mentale Komponente. Und Entschuldigung. Und ja, da möchten wir heute reintauchen. Vielleicht mal zum Start, wie geht es dir nach dem Monat? Ich habe jetzt gedacht, du fragst mich nach unserer halben Stunde, wo wir da Ghetto hatten. Willst du da noch schnell eine Einleitung Ja, machen? ich muss schnell. Ich muss das schnell loswerden. Der Ivo und ich sind seit etwa einer halben Stunde möchten wir das Intro machen. Und wir haben es nicht geschafft. Jetzt haben wir es geschafft. Weil wir so Lachanfälle hatten. Falls ihr die sehen wollt, die findet ihr jetzt auf Instagram und TikTok. Es war gerade sehr schwierig gewesen. Ich glaube, wir haben jetzt die Kurve gekratzt. Ja. Wir sind jetzt da und das ist gut. Jetzt muss ich schauen, dass es nicht wieder anfängt. Zu meinem letzten Monat. Ja, also zu Beginn ist es so halt motiviert gewesen. So nach der Erfolg bin ich so gewesen, fuck, was habe ich jetzt gemacht? Das ist irgendwie dumm. Ich habe dann meine 2 Snooze-Döschen, glaube ich, noch dir gegeben. Ja. Nach der Folge. Mhm. Und so die ersten paar Tage war halt recht physisch gewesen. So, ich habe auch gemerkt, so mit Schlaf und so ist schwierig gewesen. Und jetzt seither, so ich sage, seit 3 Wochen ist es einfach psychisch, mental. Ja. Ja. Und ich glaube, das gehen wir heute ein bisschen. Ja, ich finde das eben so spannend. Und ich habe mir eben auch aufgrund von, ich habe noch ein spezielles Erlebnis jetzt gefunden in den letzten 3 Wochen. Ich finde, Schlaf ist ein riesen Thema. Und wir haben hure viele Parallelen gehabt. Also, wir haben ja schon mal darüber geredet. Ja. Und wir haben hure viele Parallelen gehabt. Ich glaube, wo uns beide ein bisschen beruhigt hat, weil wir so waren, okay, ich glaube, es ist normal. Ja. Und darum möchten wir jetzt auch über das reden. Ich glaube, so, was sind das auch für Phasen oder was kommt, was sind vielleicht so mögliche Abläufe? Und ich kann auch nochmal, weil es mich wirklich mega interessiert hat, da ist wirklich voll Neugier aus mir so, wie, was passiert eigentlich im Hirn so mit dem Dopamin und so, dass die Phänomene entstehen. Und ich möchte vielleicht gerade mit dem die Einleitung machen. Und zwar, Vielleicht können wir noch schnell. Ich glaube, der Mehrwert von dieser Folge, weil vielleicht, wenn ihr jetzt nicht raucht oder nicht snooset und auch nicht, oder vielleicht dünner rauchen oder snoosen, habt aber nicht vor zum Aufhören, was völlig okay ist. Der Mehrwert von dieser Folge sehe ich dort, dass ich im letzten Monat recht viel mitgenommen habe in so kognitiven Strukturen, die es einem einfacher oder schwieriger macht, um irgendeine Veränderung anzustoßen. Weil wir uns in diesen Muster befinden. Und vielleicht am Schluss der Folge gehen wir, glaube ich, so ein bisschen darauf ein, hey, wie kann man sich dann mental auf Veränderung vorbereiten und mit Veränderung umgehen. Weil das sind enorme Abläufe, Gewohnheiten, die da drin sind, wo es enorm schwierig ist. Ich merke das jetzt. Mein Körper ist nicht mehr süchtig nach einem Monat. Es ist nur noch der Kopf. Und das ist wirklich interessant, was da so abgeht. Und ich glaube, allgemein, auch wenn ihr jetzt nicht snuset oder raucht oder auch nicht oder auch nicht das Gefühl habt, ihr wollt aufhören, ich glaube, der Mehrwert ist dort, dass man nachher dann besprechen, hey, wie geht man mit so Veränderungen um? ja. Aber, Und ich finde eben, für mich einer der wichtigsten Schritte ist die mentale Vorbereitung auf den Schritt, den man jetzt macht. Egal bei was. Wenn ich also den ich eigentlich nicht kann. Ja, der, den du nicht hast. Darum noch bewundernswerter. Noch bewundernswerter. Ich finde, wenn ich mich mental auf etwas vorbereiten kann und so richtig vorbereiten, dann kommt es immer gut. Egal was es ist. Ist das ein Workshop, ist das ein Marathon, ist das Aufhören mit Snoozen. Wenn ich mich wirklich darauf vorbereiten kann. Und darum ist für mich die Folge wichtig, um zu sagen, hey, mentale Vorbereitung ist jetzt halt spezifisch auf das Thema. Aber ich glaube, viele Leute können da davon etwas mitnehmen. Und was ich eben sehr spannend gefunden habe, jetzt in dem ganzen Thema, ist ja so das Thema Dopamin. Oder? Und Dopamin wird ja oft als Glückshormon bezeichnet. Es ist aber nicht nur das Glückshormon, sondern es ist auch wie so ein Antriebsstoff. Motivationshormon. Wo eigentlich zuständig ist für Motivation. Und es haben wir mal die Studien erwähnt, mit den Ratten, die es Dopaminhämmer gegeben haben. Also, dass sie quasi kein Dopamin mehr haben können aufnehmen. Ja. Und sie haben in ihrem Käfig alles gehabt zum Überleben, sind aber gestorben, weil sie nicht die Motivation hatten, zum Futter zu laufen. Ja. Das ist crazy. Also Dopamin ist wirklich überlebenswichtig
für auch schon nur, um uns motivieren zum Essen. Weil Essen Dopamin ausschüttet und wir dann so sind, so, okay, gut, das fühlt sich gut an. Voll. Also das ist ein Überlebensmechanismus. Ultra. Und was eben spannend ist gerade bei so Themen wie Nikotin, also ob das jetzt Rauchen oder Snus oder Vape oder was auch immer ist, bei Social Media, bei Zucker, wird eine extrem hohe Dosis an Dopamin ausgeschüttet. Einmal, zweimal ist das nicht schlimm. Wenn das aber immer wieder ist und eigentlich fast schon so eine Sucht entsteht, merkt das Hirn, hey, das ist zu viel Dopamin und macht eine Art Down-Regulation. Also du das wie so runterfahren, dass bei diesen Sachen nicht mehr ganz so viel Dopamin ausgeschüttet wird. Also nicht nur ausgeschüttet, weil es hat unterschiedlich. Es gibt weniger Andockstellen, wo das kann aufgenommen werden, das Dopamin. Es wird weniger produziert und man ist weniger empfindlich. Das heisst, wenn wir Sachen konsumieren, die sehr viel Dopamin ausschütten, über eine lange Zeit wird unser Hirn wie nicht mehr so sensitiv auf diese Sachen. Es adaptiert sich halt. Genau. Darum, ähnlich wie bei gewissen Suchtmitteln musst du auch einfach immer mehr nehmen, damit du den gleichen Effekt hast. Genau. Das heisst, wir sind dann nachher bei gewissen sehr stark auslösenden Dopaminsachen nicht mehr so intuit, oder? Also wir brauchen wie mehr von dem. Das heisst, Sachen, wie zum Beispiel Lesen oder ein Spaziergang, lösen noch weniger aus, weil unser Dopaminsystem so überreguliert war. Abreguliert worden ist, oder? Und jetzt kommt etwas Spannendes. Wenn du dann vom einen Tag auf den anderen aufhörst mit etwas, das dir so viel Dopamin gegeben hat, dann kommst du in einen riesen Mangelzustand von Dopamin. Weil ja das System schon abreguliert worden ist aufgrund von dem hohen Konsum. Jetzt hörst du mit dem Konsum auch noch auf. Also hast weder Input, selber tust du auch noch weniger produzieren. Und aus dem gibt es einen riesen Mangelzustand und eigentlich die Entzugssymptome. Das habe ich sehr spannend gefunden, dass es eigentlich wie zweifach schwierig ist. Einmal im Hirn, weil es abreguliert worden ist, und zum anderen, weil nichts mehr reinkommt. Oder? Und ja, dann gibt es die klassischen Symptome von Reizbarkeit, Nervosität, innere Unruhe, schlechte Laune, all das. So. Und da finde ich eben mega spannend, weil ich das mega stark gemerkt habe. Dass ich so eine mega Leere in mir rein ganz am Anfang, weil ich so gemerkt habe, es kommt nichts. Weißt, ich habe wie so gedacht, wenn ich damit aufhöre, es passiert etwas. Aber weil ich mit etwas aufgehört habe. Ja. Also ich finde, du hast mir dann irgendwann mal angerufen und gesagt, was dich halt wirklich kaputt macht, und das hat mit mir hure resoniert, ist, es ist eine Challenge, die nie erfüllt ist. Ja. Du kannst nicht sagen, so jetzt habe ich es geschafft, sondern es ist halt never ending. Du kannst einen Tag. Und darum, du kannst nicht sagen, so, oh, jetzt habe ich es geschafft. Und das hat, ja, du kannst halt nicht auf etwas hinschaffen. Und darum, das hat mir noch angeklungen. Ja, weil du hast das Gefühl, du machst etwas, oder? Dann muss ja etwas passieren. Aber weil du mit etwas aufhörst, passiert einfach nichts. Und das ist für mich am Anfang mega schwierig. Und darum sage ich Leere, weil wie das Dopamin gefällt hat, plus habe ich die Erwartung gehabt, dass etwas Positives passiert, weißt du? Also doppelt gemoppelt. Ja. Und das ist für mich mega schwierig gewesen. Und ich habe auch gemerkt, wie mein Körper nach Dopamin schreit. Und ich glaube, das ist für mich der erste wichtige Punkt, wo man so ein bisschen das Augenmerk tun kann. Der Körper muss sich wieder regulieren, beziehungsweise das Hirn, oder? Muss die Baseline wieder neu setzen. Und das braucht wirklich einen Moment. Und dass man dort versucht, möglichst gesunde Arten von Dopamin einzubauen. Und bei mir war das so krass Sport gewesen. Oder immer noch. Ich habe eine ungesunde Art. Essen? Ja. Und ich habe jetzt in den letzten Monat, glaube ich, etwa 2,5 Kilo zugenommen. Ja. Das ist crazy. Also bei mir ist wirklich, ich habe so überkompensiert jetzt im letzten Monat mit Essen und Snacken. Das ist wirklich schlimm. Und ich habe permanent Hunger und die ganze Zeit Lust, zum irgendetwas essen. Ja, das wird jetzt die nächste Challenge. Ich glaube, das Hirn weiss ja noch, was gibt es also für Dopaminquellen, glaube Essen ist halt schon auch so eine, oder? Und bei mir, Süßes esse ich zum Beispiel auch, ich esse viel mehr Süßes. Und da wirklich ready sein, um neue Dopaminquellen können oder bestehende noch intensiver zu nutzen, die gut sind. Und hey,
für mich wirklich Atemübungen und ich gehe mega joggen, weil das ist wirklich so, ich muss mich bewegen. Krass. Oder nach dem Mittag im 10. Stock laufen. Ja. Weil ich kann nicht. Es ist, Ja. Bei mir ist aktuell, ich glaube, also nicht, dass ich jetzt da Ausreden suche, sondern mehr probiere, so die Erfahrungen vom letzten Monat irgendwie zu recappen. Ich habe jetzt beruflich recht vieles gemacht. Ich bin auch im Ausland gewesen, geschäftlich. Und dann irgendwie bist du halt im Hotelzimmer, da kannst du nicht so gut Sport machen. Mhm. Es ist wie so die Vorbereitung, die ich nicht kann, die du vorher erwähnt hast. Ich glaube, die fängt jetzt an. Ich glaube, ich bin jetzt so langsam, der erste Monat ist jetzt einfach mal irgendwie einfach klarkommen und einfach irgendwie mal machen und mal schauen, wie klappt es. Und ich glaube, jetzt muss ich mal langsam Gedanken machen, okay, wie gehe ich es jetzt konkret an? So dass es eben nicht überkompensiert mit irgendwie Essen zum Beispiel. Ich habe sehr viel Positives wahrgenommen. Ich glaube, erhole mich besser. Ja. Ich sehe das auch auf meinem Fitness-Tracker. Ich habe weniger so Tiefs, so Motivationstiefs. Es ist jetzt schon so ein bisschen ausgeglichener. Ja, das war ein Essen. Ja. Und eigentlich bin ich recht gut so losgeworden. Ich habe nicht mehr so Bock auf Snooze. Ausser mit Gewohnheiten. Wenn ich ins Auto steige, direkt. Die Automatismen, so, ja. Ins Auto, nach dem Essen, lustigerweise bei sehr spezifischen Arbeiten, so Routinearbeiten im Geschäft, bin ich so, jetzt fehlt irgendetwas. Mhm. Und dann nehme ich einen scharfen Kaugummi. Aber ja. Wie ist es bei dir so? Wo hast du bei dir so den Moment, wo du so bist, da fehlt jetzt etwas? Also das Essen definitiv, aber was ich gemerkt Also nach dem Essen? Nach dem Essen, ja. Was ich gemerkt habe in gesellschaftlichen Situationen. Ich habe extrem wirklich? viel gesnoost, Aha. wenn ich mit Kollegen und so war. Wenn du so weißt, einen chilligen Abend, einen Spielabend oder so, oder wenn du einfach irgendwo hockst, trinkst, etwas schwätzt, das ist für mich der Ort, wo ich am meisten gesnoost habe. Und das fällt mir wirklich so schwer. Deine Kollegen snoozen? Zum Teil. Okay. Aber nicht mal das, sondern es ist so das Gefühl von beim Arbeiten. Einen auf tun. Ja. Shit, ja. Beim Arbeiten erstaunlich gut. Einfach nach dem Mittagessen einmal. Und wie du sagst, ich fühle mich extrem viel besser. Ich bin so viel erholter. Das finde ich eben abgefuckt. Weil das Ding ist, ich habe mir so oft gesagt, es ist ja nicht ich fühle mich ja nicht schlecht wegen dem. Es ist ja nicht wie Rauchen, wo du dann irgendwie Husten hast, wenn du Sport machst oder so. Und jetzt zu erkennen, wie viel besser das es mir geht physisch, ist insane. Ja. Es ist verrückt. Wie fest ich mich selber angeschaut habe. Ja. Das ist crazy. Das ist für mich auch. Ich habe mich wirklich so gefragt, hey, wie habe ich das vorher überhaupt können machen mit so einem schlechten Schlaf, so einer schlechten Erholung. Und ich habe die gleiche Leistung gebracht wie jetzt, aber einfach mit so viel mehr Energieaufwand und sich zusammenreißen. Und der Körper war ständig unter Stress gewesen. Ständig. Ja. Aufgrund von dem hohen Nikotin-Intake bist du ja ständig unter Stress. Und ich glaube, darum braucht bei mir jetzt der Schlaf nochmal ein bisschen einen Moment, bis sich das wieder so ein bisschen reguliert hat. Ich wache immer um 2 Uhr morgens auf und bin hellwach. Immer noch? Ja. Wirklich? Leider. Ja, leider. Okay. Aber ich bin nicht müde. Ich bin immer noch fitter als vorher. Ja. Das ist komisch, oder? Und ja. Wie gehst denn du um? Weil zum Beispiel, was mir jetzt heute aufgefallen ist, und vielleicht gehen wir da jetzt schon in den Teil rein von, hey, okay, was passiert dann zwischen den Ohren? Und Ja. vielleicht hast du noch andere Sachen, da kommen wir nachher zurück. Aber so, was ich jetzt interessant fand, du hast eine App, die dir aufzeigt, wie lange du schon nicht mehr snoost, Ja. wie viel Franken das du gespart hast und wie viel Snooze das du nicht konsumiert hast. Ja. Oder? Das macht mich so glücklich. Und das finde ich eben spannend, weil ich habe mich da aktiv gegen so etwas entschieden. Warum? Weil in meinem Kopf ist so, dann hänge ich ja immer. Ich will ja ein Leben führen, wo Snooze gar keinen Platz mehr hat. Dass es gar nicht Teil von meinem Leben ist. Und so eine App würde mich immer daran erinnern, dass ich ja gegen etwas ankämpfen muss. Aha. Also weißt, ich finde es jetzt noch spannend, die mentalen Herangehensweisen, die vielleicht auch unterschiedlich sind von uns zwei. Bei mir ist wirklich so, ich
ich will eigentlich nichts in meinem Leben, vielleicht ist es auch das Ignorieren, I don't know, aber so, ich will nichts in meinem Leben, wo mich an das erinnert. Ich will mich nicht mit dem identifizieren. Ich will auch nicht müssen sagen, ich bin Ex-Snoozer, sondern ich bin einfach nicht Snoozer. Also ich will auch nicht müssen sagen, so, ich tue nicht mehr snoozen, weil das impliziert, dass ich wie jetzt aktiv quasi nicht mehr snooze. Und ich will wie das, meine Baseline in meinem Leben ist einfach wie Snooze hat keinen Platz und ich bin nicht Snoozer. Ja. Also das habe ich... Ist das jetzt, spacen wir da jetzt zu fest ab ins Psychologische, wo so die Leute vielleicht so nicht ganz verständlich finden? Nein, ich glaube, es ist verständlich, okay. Weil ich möchte das auch gerade aufgreifen. Und das ist für mich der grösste Energiegeber für die Zeit. Und zwar, dass es passt zu meiner Identität. Das nicht snoozen. Nicht snoozen. Ja. Und das ist etwas, was ich mega spannend gefunden habe. Wir haben ja Erfolg gemacht zur kognitiven Dissonanz. Dass wenn man ein Ereignis oder Tätigkeiten, die man macht, wie zum Beispiel snoozen, die eigentlich nicht zu einem passen, gut reden, dann tut man die kognitive Dissonanz verringern. Und das habe ich mega oft gemacht mit Snooze. Oder? Weil ich sehe mich persönlich als gesunder Mensch. Oder ich möchte alles dafür tun, dass ich ein gesunder Mensch bin. Sowohl körperlich als auch psychisch. Und das ist immer so ein bisschen ein Dorn im Auge gewesen, aber aufgrund, dass wir Menschen sehr gut sind, im kognitiven Dissonanz zu verringern, also uns selber anlügen, ist das wie so ein ich habe es auf die Seite da. Und ich habe mich aktiv wirklich so mit dem auseinandergesetzt, um zu sagen, hey, das passt nicht in meine Identität. Das bin nicht ich. Ist das die Vorbereitung gewesen? Ja. Okay. Und ich habe mit meinem Bruder über das geredet, weil er eine ähnliche Einstellung hat. Und er sagt, hey, ich möchte bewusst leben, ich möchte gesund leben, das und das gehört dazu, das und das gehört nicht zu mir. Und das ist mir wirklich nochmal so bewusst worden in dem Gespräch, hey, nein, das passt nicht in meine Identität, das bin nicht ich. Und aufgrund von dieser Bewusstmachung ist wie so eine Energie nochmal freigesetzt worden, um zu sagen, hey, nein, das bin nicht ich. Es gehört nicht zu mir. Ja. Bei mir ist ja, also, ich habe ja schon mal gesnoozt, schon mal aufgehört und dann wieder angefangen und dir gesagt, ey, manage mich, dass es nicht eine Sucht wird. Es ist jetzt eine reine Massnahme, um mein Gewicht zu regulieren. Weil ich einfach immer wieder, ich fluktuiere von 93 Kilo bis 83 Kilo. Ist es auf und runter. Und ich bin dort, glaube ich, am oberen Ende und habe gesagt, hey, ich habe irgendwie meine Essgewohnheiten nicht im Griff. Snooze hilft dort, und ich tue jetzt einfach nur snoozen. Stimmt. Nur snoozen, um mein Gewicht runterzubekommen, dann höre ich wieder auf. Du hast ja eigentlich deine Aufgabe hart verkackt, weil du hättest eigentlich mich challengen. Du kannst die Verantwortung nicht mehr Doch, ich schiebe sie ab. Okay. Und dort ist bei mir so die kognitive Dissonanzverringerung, es hat einen Nutzen. Es ist nicht eine Sucht, es hat einen Nutzen. Oh. Ja, krass. Und hey, ich glaube, ich muss jetzt wie einfach schauen, das eigentliche Problem ist meine Impulskontrolle, die wir auch schon hatten bei der Folge mit dem Gianni, ich glaube Folge 21, zur Persönlichkeitspsychologie. Meine Impulskontrolle von ich brauche irgendwie dann etwas zum Snacken oder ich brauche das Dopamin, oder? Und ich glaube, dort hängt das schon auch noch mal ein bisschen zusammen mit dem ADHS, wo mit Leuten mit ADHS eine tiefere Impulskontrolle haben. Und bei mir dann eben das Dopamin so wichtig ist. Und ich so bin, ich brauche jetzt irgendetwas. Und mit dem Snooze ist halt wie einfach, nimmst du den Snooze, mega schnell beruhigen. Kein Problem. Und jetzt ist halt einfach das Essen. Und ich glaube, ich muss bei mir wirklich einfach schauen, so, okay, wie tue ich denn das Essen regulieren? Weil sonst bin ich wieder am gleichen Punkt. Ja. Wie vor 2 Jahren. Das ist jetzt ein bisschen Erfolg, wo wir jetzt einfach, die machen wir ein bisschen für uns. Das ist okay. Ich finde nicht. Also ich finde, weil es geht ja darum, dass man sich mental wirklich darauf vorbereitet und man unterschiedliche Struggles auch dabei hat. Ja, das stimmt. Und was ich eben auch so gemerkt habe, ist, man merkt, wenn man ready ist zum Aufhören. Wie hast du das gemerkt? Weil ich habe mir schon oft so Gedanken gemacht, weißt du? So, ja, okay, jetzt könnte ich eigentlich aufhören und so. Und ich merke, ich schlafe nicht so gut. Ich könnte aufhören. Ich könnte ja das vielleicht irgendwie mit Akupunktur unterstützen. Es gibt ja so Akupunktur an den Ohren, wo das unterstützen. What? Doch. Und dann habe ich mich mal so ein bisschen informiert. Und dann hat er so gesagt, hey, ja, kann man schon machen als Unterstützung. Aber
Du musst Du musst mental, mental ready sein. muss wieder Shift passieren. Ja. Und dort finde ich eben das Beispiel oder die Geschichte vom Cäsar, wo er über den Rubikon geht, mega hilfreich, um das. Sorry, was? Es gibt ein Modell aus der Motivationspsychologie, das Rubikon-Modell. Und das kann man mega gut mit einer Geschichte erzählen vom Cäsar. Aha. Soll ich das erzählen? Ja, bitte. Und zwar spielt das in Rom, wo der Cäsar noch Feldherr war. Und der Cäsar ist mit seiner Armee überall in Europa unterwegs gewesen und hat dort seine Schlachten gemacht und Land erobert für Rom. Mhm. Er hat aber auch sehr viel kriminelle Sachen gemacht. Also weißt, menschenwidrige Sachen gemacht. Und dann hat jemand, ein Bote aus Rom, ist zu ihm geschickt worden und gesagt, hey, er muss zurück auf Rom kommen, um sich auch Dem stellen. dem stellen oder zur Rechenschaft gezogen werden. Und dann hat er die Message bekommen und er ist dann mit seiner Armee Richtung Rom zurückgekommen und dann gibt es den Rubikon. Das ist ein Fluss in Norditalien, wo wie so Abgrenzung ist. Der heisst so, ja. Ah, wirklich? Der Rubikon. Das ist eine Abgrenzung, wo und früher war das Gesetz so gewesen, die Armee vom Feldherr darf nicht über den Rubikon, weil das ist wie eine Bedrohung für Rom. Aha. Das war wie so die Grenze gewesen. Okay. Und der Cäsar ist dann als Feldherr zurückgekommen mit seiner Armee und ist vor dem Rubikon gestanden und hat gewusst, okay, fuck, wenn ich jetzt zurückgehe, dann muss ich mich für meine Taten gerade stehen und mich verantworten. Aha. Oder ich könnte auch mit meiner Armee über Der Rubikon? den Rubikon gehen Ja. und Rom angreifen. Aha. Und dann ist er vor dem Rubikon gestanden und hat wie so abgewägt. Okay. Mache ich das? Und ist so ein bisschen hin und her gerissen, hat sich Zeit genommen. Und irgendwann hat er gesagt, hey, und dort kommt das Sprichwort her, Alea jacta est, die Würfel sind gefallen. Ah. Shit, du gehst zu die Geschichtslektionen auspacken. Okay, und dann? Und dann hat er sich dafür entschieden, dass er mit der ganzen Armee über den Rubikon geht Aha. und Rom angreift. Und er hat es geschafft und ist ja darum auch Kaiser geworden. Aber er hat wie eine Entscheidung treffen. Und das ist wie so symbolisch, dass wenn du über den Rubikon gehst, dass du dich committed hast. Ah. Das ist emotional ganz ein anderes Gefühl, wenn du bist so ein bisschen am Abwägen, ich könnte das, ja, du ich machst könnte es bewusst. Du hast bewusst entschieden. Und wenn du dich entschieden hast, Ja. dann ist ganz eine andere Energie. Und darum sagt man so, ich bin über den Rubikon gekommen. Ich habe mich entschieden. Okay. Und ich finde, das ist beim Aufhören, snoosen oder aufhören mit Instagram, aufhören mit Zucker, aufhören mit Alkohol. Aha. Es muss sich innerlich, die Entscheidung muss innerlich gefallen sein und sagen, hey, es gibt nur den Weg. Ich gehe über den Rubikon oder ich bin über dem Rubikon. Mhm. Und das fühlt sich emotional ganz anders an. Ja, fix. Und wenn's, Oh, eine geile Story. Die ist echt. Danke. Also die stimmt. Ja. Krass. Und es gibt eben so ein Modell, Rubikon-Modell, Ja. was der Aber ich habe jetzt nicht gewusst, Motivationspsychologie- dass es einen Fluss gibt und dass das mit dem Cäsar zu tun hat. Doch. Crazy. Okay. Und darum sage ich, das ist für mich wahrscheinlich die wichtigste Voraussetzung, dass ich in meinem Innen gespürt habe, ich bin ready, ich bin über den Rubikon. Und jetzt kann ich Vollgas trinken mit mentalen Techniken und sonst Sachen, ja. Du gehst da sehr viel bewusst. Ich bin einfach so, ja. Aber darum sage ich dir, wenn ich mich mental auf etwas einstelle, dann kommt es gut. Ja. Aber ich muss mich richtig auf das einstellen. Ja, vielleicht muss ich mir dann auch mehr Zeit nehmen und irgendwie noch Gedanken dazu machen. Eben jetzt gerade mit dem, wie gehe ich langfristig damit um. Für mich war es einfach so, gewesen, so jetzt machst du einfach. Und für mich hilft dann sehr der soziale Druck. Ich habe es im Podcast gehört. Irgendwie kannst du wie nicht einfach wieder anfangen. Okay, ja. Ich finde es spannend, weil ich habe mir aufgeschrieben, soziale Unterstützung. Es gibt natürlich den Druck. Ja, und ich sage sozialer Druck, geil. Ja, weil zum Beispiel, ich habe es meinem Chef gesagt. Einfach, dass er es weiss. Weil ich habe ja wie nicht gewusst, was macht es mit mir. Ich habe mich aufs Schlimmste nicht gestellt. Du hast echt zuckend am Boden. Ja, weißt du, wenn ich irgendwie einen Ausraster habe oder so, oder einfach so ungeduldig in einer Sitzung hocke. Ich habe ja nicht gewusst, weißt, wie ich reagiere. Und ich habe gesagt, hey, weißt, ich sage ihm das, einfach, dass er es weiss. Und ich habe es super gefunden, wir haben zusammen einen Kurs gegeben und irgendwann so in der Pause bin ich ein bisschen hibbelig geworden und ich so, brauchst du einen Kaugummi? Ich so, ja, bitte. Dann hat er mir Kaugummi gegeben, sind wir schnell rausgegangen, ich habe geschwätzt, easy. Und darum, weißt du, mega hilfreich gewesen. Ja, okay. Irgendwie, als ich das im Geschäft gesagt habe,
bin ich mehr ein bisschen fertig gemacht worden. Wieso? Weiss nicht, einfach so. Jetzt bin ich heute voll Entzugserscheinungen. Und ich so, ja Mann, wie herdibelig da. Herd nervös am Tisch. Aber ich meine, es ist ja noch die ersten paar Tage so. Und nachher ist dann eigentlich gut. Ja. Wenn du so deine, eben, du hast jetzt zum Beispiel vorher gesagt, bei dir kommt das Verlangen viel stärker auf so nach dem Essen. Und ich glaube, das kannst du ja auf anderes Zeugs auch beziehen, zum Beispiel Social Media. Ich finde, der Klassiker ist so, du bist auf dem WC, okay, nimmst das Handy für. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich will weniger am Handy sein zum Beispiel, dann wäre das so ein Moment, wo vielleicht so etwas triggert. Was schwieriger, ja. Wie gehst du denn dort vor, dass du sagst, ich lasse mich jetzt von dem nicht beirren? Für mich, ich brauche wie einen Ersatz. Ich habe wie gemerkt, einfach das Aushocken, es geht schon. Also manchmal passiert es ja auch. Ja, aber jetzt wird es spannend. Okay, ja, sorry. Manchmal muss ich es ja aushocken, weißt du, aber ich versuche irgendetwas einzubauen, wo ein Ersatz ist, um ein bisschen Energie freisetzen. Darum, ich laufe zum Beispiel viel mit Steigen in Toni, 10. Stock rauf. Oder ich mache einfach random Liegestützen. Es muss wie die Energie in meinem Körper muss raus. Oder Ja, das Verlangen muss abgebaut werden, vielleicht besser. Ja. Weil das ist eben, dort ist bei mir dann, ich suche mir dann dort auch einen Ersatz, aber ich finde es nicht so eine gute Lösung. Nein, es ist nie so befriedigend. Also, nein, ich meine, ich finde es nicht so eine gute Lösung, weil ein Ersatz bedeutet ja, dass Snooze mich immer noch beeinflusst. Und für mich, und da wieder die Mentalität von, das soll gar keinen Platz haben, ich darf auch keinen Ersatz haben, weil ich sollte ja eigentlich da nicht einen Ersatz brauchen, weil Snooze ist ja ein Teil von meinem Leben. Also weißt du, was ich meine? Ja. Für mich ist wie so... Kritische Frage stellen. Ja, bitte. Es klingt für mich sehr stark vermeidend. Ja, eben, ich habe vorher auch gesagt, so vielleicht ist es auch ignorieren. Und das ist wie so, wieso, wenn du das Vermeidungsziel verfolgst. Und Vermeidungsziel, haben wir mal darüber geredet, nicht so gut. Denk nicht an Snooze. Denk nicht an Snooze. Denk nicht an Snooze. Es klingt für mich ein bisschen vermeidend. Und darum bin ich Nein, so, aber ich will das eben nicht machen. Ich will eben genau das Gegenteil. Ich will nicht mir als Ziel setzen von denk nicht an Snooze. Ich will gar nicht an Snooze denken. Und... aber verstehst du, was ich meine? Du siehst, wo ich bin. Ja, ich sehe, wo du bist. Ich will ein Leben führen, wo ich zu Mittag esse und nachher nicht so bin, ich muss jetzt einen Ersatz haben für Snooze, weil ich mag Snooze haben. Es hat so null Platz. Es hat null Platz. Ja. Es ist so... Ja. Und... Aber ja, vielleicht ist es eine Vermeidung. I don't know. Also ich finde das ein schönes Endziel. Aha. Aber wenn wir darüber reden, ist es irgendwie vermeidend. Es hat keinen Platz. Ja, aber es ist halt wie schwierig, etwas... Also ich kann es ja nicht sagen, es ist ein Podcast. Ich muss ja sagen. Ja, also so sind ja Gedanken auch strukturiert, oder nicht? Oder wie sind nicht Gedanken strukturiert? Weiß nicht. Unstrukturiert meistens. Ja. Ja, vielleicht muss ich mich mal damit auseinandersetzen, ob das vielleicht vermeidend ist. I don't know. Ja, müsstest du mal in der Situation, wenn es kommt, dann ist es wie so... Weißt du, für mich ist wie so, wenn ich wie einen Ersatz habe, zum Beispiel jetzt mit Kaugummi. Ich bin aktuell sehr viel mehr Kaugummis am Essen. Sagt man Essen? Ja. Und das zum Beispiel ist so noch ein Ersatz. Also, wo ich will etwas irgendwie essen, weil das ist der Ersatz für den Snooze. Okay, ich kann jetzt aber nicht immer etwas essen, darum nehme ich einen Kaugummi. Und ich nerv mich aber ab dem Kaugummi, weil ich bin so, ich sollte ja eigentlich nicht einen Kaugummi brauchen. So, das Ziel ist ja, zum gar nicht irgendwie einen Ersatz zu brauchen. Ja. Ich weiss, was du meinst. Ich frage mich, ob das nicht auch kontraproduktiv kann sein zum jetzigen Zeitpunkt. So, ich finde es ein mega schönes Endziel, dass es wie so kein Bestandteil mehr ist. Aber ich habe das Gefühl, oder wenn ich dir zuhöre, löst das in mir so ein bisschen negative Emotionen aus, weil du so, fuck, jetzt brauche ich einen Kaugummi. Jetzt habe ich einen Ersatz. Es hat wie so... Nein, es ist jetzt nicht so negativ. Es ist einfach so, wenn ich einen Kaugummi nehme, weiss ich, hey, das ist eigentlich das Ziel, dass ich irgendwann keinen Kaugummi nehme. Ja. So.
Aber bist denn du so, ich habe aktuell, tue ich mich nicht erfreuen daran, dass ich nicht mehr snooze. Nein. Nicht in diesem Moment. In diesem Moment, also bist du stolz darauf, dass du nicht mehr snoozest? Gibt dir das Energie? Ja. Das ist bei mir jetzt gerade nicht so. Weil bei mir ist es so, ich sollte nicht stolz auf etwas sein, weil dann hat ja wieder Snooze einen Platz. Bin ich durch? Ja, aber jetzt, bin ich kaputt? Nein, ich frage mich, also weißt du, wieso, wenn du sagst, vielleicht ein blödes Beispiel. Ich bin stolz darauf, dass ich den Beinbruch gut überstanden habe. Nein, der Beinbruch hat keinen Bestandteil mehr in meinem Leben. Weißt du, was ich meine? Doch, es ist ja wie aber Beinbruch ist ja nicht ein Entscheid, den du triffst. Also, das ist ja nicht ein Teil von deinem... Es ist wie so eine Verleugnung von deiner Vergangenheit, finde ich. Nein, es ist, also wenn mich jemand fragt, ich kann dieser Person schon sagen, ich habe schon mal gesnoozt. Aber in meinem Gedankengut, so wie ich möchte denken, soll Snooze nicht Teil sein von mir als Person. Ich will nicht sagen, in meinem Kopf, in meinem eigenen Kopf, ich habe mal gesnoozt, sondern ich tue nicht snoozen. Oder? Ja. Und wenn ich stolz darauf bin, dass ich nicht mehr snooze, dann habe ich ja im Gedankengut, dass ich mal gesnoozet habe. Und das ist jetzt aktuell, eben, das ist so mein Vorgehen jetzt. Mhm. Jetzt sind wir so, aber ich frage mich, ob die Leute noch checken, wo ich bin, gerade im Kopf. Ich weiß es nicht. Aber ja. Müssen wir dann hören. Ja, vielleicht gehen wir weiter. Ja. Hey, ich sehe es einfach so, dass solange ich positive Energie schaffen kann, die mich dabei unterstützt, sagen, hey, es ist so geil, dass ich es nicht mache. Mhm. Und das mich motiviert, um es weiterhin nicht zu machen. Weil das ist das Einzige, was ich davon habe. Ich habe ja sonst nichts Positives im Moment. Mit 80 habe ich wahrscheinlich einen sehr positiven Impact geschaffen, wenn ich jetzt aufgehört habe. Bis 80. Wahrscheinlich bin ich an einem frühzeitigen Herzinfarkt daran vorbeigekommen. Hoffentlich. Weißt du, als wenn ich weiter gesnusst hätte. Ja. Aber ich muss mir wie etwas im Moment schaffen, wo ich so bin, wow, geil, endlich sehe ich es. Und darum finde ich eben das App gut, weil ich sehe so jede Woche, chillig, jede Woche 60 Stutz gespart. Und es ist für dich aber nicht so... Dann habe ich immediate eine sofortige Belohnung, wenn ich das habe. Ja. Und willst du aber nicht sagen, so eine App ist genau ein Vermeidungsziel? Oder eine Vermeidung... Wieso du willst permanent daran erinnern, dass du etwas nicht mehr machst? Nein, mein Ziel ist ja, einen gesunden Lebensstil zu haben. Übergeordnet. Okay, ja. Annähernd. Aber jetzt einfach die App. Hast du nicht das Gefühl, das ist bespielt, bespielt das Gleiche wie ein Vermeidungsziel? Nein, weißt du, was für ein Gefühl löst es bei mir aus? Das ist wie wenn du zum Beispiel eine Aktie kaufst und nachher... Ja, aber das ist auch toxisch. Ja, das ist auch toxisch. Aber warte, okay. zum Vergleich. Und nachher hast du eine Aktie-App auf dem Homescreen, wo du so ein Widget, weißt, wo du immer siehst, ob es gestiegen ist. Und dann siehst du so am Morgen, 5% auf. Und dann kannst du so jeden Tag schauen, ob es auf ist. Oder? Ja, aber das ist auch toxisch. Ja, aber das löst ja auch Dopamin aus. Und das App löst bei mir wie Dopamin aus, weil ich bin so, einen Tag mehr. 10 Stutz gespart. 15 Snus nicht konsumiert heute. Es löst wie das aus, wie wenn ich 5% Gewinn hätte bei einer Aktie. Das löst es aus. Ja. Wenn du jetzt... Schau, ich sehe es jetzt einfach als Challenge, wer von uns länger mag. Welche Vorgehensweise ist besser? Die motiviert mich jetzt. Also, du bist so ein sturer so Kopf. Toxisch. Alter. So toxisch. Oh, shit. Du bist so ein sturer Kopf. Ja. Wenn du jetzt nochmal müsstest aufhören, gute Frage, Ivo. was würdest du dem ehemaligen Ich sagen? Oder, also, ich habe jetzt die Frage so interpretiert, was würde ich anders machen? Das zielt aufs Gleiche. Same. Okay. Ja. Ich bin nicht sicher, ob ich etwas anders machen. Weil... Eben, ich glaube, wir haben jetzt sehr eine andere Vorgehensweise, wie wir das machen. Total. Ich habe das Wirklich nicht anders. gewusst, dass das so unterschiedlich Ja. ist. Ich habe mir gedacht, dass es unterschiedlich ist, weil ich wie gefunden habe, ich will jetzt anders vorgehen, als ich das vielleicht so schon mache. Mhm. Weil, eben, ich habe auch schon mal aufgehört mit Snoozen und es hat nicht geklappt. Langfristig. Und ich glaube, weil dort dann ist es wie so gewesen,
dort habe ich das bei mir selber beobachtet, dass es immer ist, ich tue nicht mehr snoozen. Und es ist immer ein Kampf gegen etwas, wo ich auch stolz war, dass ich gewinne für lange Zeit. Und dann irgendwann bist du aber wieder drin, weil es ist ein Kampf, den du auch verlieren kannst. Ich will gar nicht in den Kampf. Ich will gar nicht, dass Snooze bei mir das Thema ist, dass ich gegen Snooze muss kämpfen muss. Ja. Es soll gar nicht Teil von meinem Leben sein, dass ich auch nicht muss dagegen ankämpfen muss. Darum, ich habe bewusst gesagt, ich will es anders machen und ja, vielleicht finden wir noch, ja, vielleicht, ich habe schon gedacht, dass wir vielleicht anders vorgehen. Aber es ist jetzt doch sehr, sehr unterschiedlich. Also, ich finde es aber auch noch geil. Challenge. Super. Challenge. Nein, aber ich glaube, ich würde nichts anders machen. Vielleicht würde ich mich bewusster auseinandersetzen mit meiner Ernährung und das wie vielleicht mir vorgängig ein bisschen mental darauf vorbereiten, okay, es wird wahrscheinlich, wenn du aufhörst zu snoozen, wird es den ändern, dass du sehr viel mehr wirst essen. Und jetzt bin ich halt jetzt so weit. Ich glaube, ich habe gerade diese Woche jemandem gesagt, so, ich bin sehr kurz davor, wieder sehr diszipliniert. Weil ich kann dann auch sehr diszipliniert. Es ist einfach dort dann auch wieder ein Kampf. Mit dem Essen? Ja. Sehr diszipliniert essen und dann komme ich dann auch schnell von den 93 runter auf 83. Ja, vielleicht hätte ich mich mental ein bisschen besser vorbereitet auf das Thema Essen. Haben wir mal im Podcast erzählt, wegen der Essstörung im Studium? Nein, ich glaube nicht. Der Ivo und ich haben während dem Studium zusammen gewohnt. Aber du weißt, was ich meine? Nein. Du weißt nicht, welche Story ich meine? Nein, erzähl. Ich bin zu gespannt. Wir haben während dem Studium zusammen gewohnt. Ja. Und dann haben wir eine Vorlesung gehabt zu, ich weiß nicht, ob es eine Vorlesung war, zu spezifischen Essstörungen. Und wir haben das Video geschaut von einem, wie er erzählt, wie seine Essstörung ist. Und er erzählt aus seinem eigenen Erleben und wie das für ihn ist und was er so für Verhaltensweisen hat. Und wir schauen das Video und du sitzt so neben mir und dein Kopf dreht sich so langsam und ich merke so, wie du mich anschaust. Und ich schaue so bewusst nicht dich an. Und dann irgendwann drehe ich mich dann doch um und du so, es tönt recht nach dir. Und ich so, und ich so, yep, that's me. Ich weiss sogar noch, welcher Raum das war. Alter. Das war der Briefkastenraum. Ja. Ja. Hey, ja, und darum, ja, Hey, es ist, selbstdiagnostizierte Essstörung. ja, aber ich glaube, das würde wirklich hilfreich sein, so auch mit möglichen Konsequenzen auseinandersetzen und präventiv mental dort reingehen und schauen, hey, was könnte mir helfen? Weil jeder reagiert ein bisschen anders. Also, ich meine, bei mir, ich habe überhaupt keine Angst wegen dem Essen und so. Ich bin mehr gewesen, hey, zwischenmenschliche Beziehungen. Ja. Das ist bei mir, als ich vor 2 Jahren aufgehört habe, bin ich ja so aggressiv geworden. Und Wirklich? ungeduldig. Ich habe so viel gestritten mit den nächsten Leuten um mich herum. Ah, wirklich? Also ich habe wirklich viel gestritten. Und von dem habe ich eigentlich am meisten Angst gehabt, dass das Video passiert. Darum mit dem Chef, ja. mit dem Chef gesagt. Aber auch den Leuten um mich herum, um zu sagen, hey, Achtung, Attributionstheorie, es sind nicht ihr. Ja. Es ist nicht, das ist jetzt die Situation, wo ich mich jetzt gerade drin befinde. Ja. Und nicht ich als Person und nicht du als Person, Ja. wo jetzt das Problem sind, sondern es ist einfach die Situation, die schwierig ist. Aha. Und ich habe mich, weil ich gewusst habe, das ist meine grösste Herausforderung. Darum habe ich das vielen Leuten gesagt, nicht zum den sozialen Druck, sondern zu sagen, hey, falls ich mal ein bisschen daneben Ja. benehmen. Ja. Aber hey, und ich glaube, da sind wir bei diesem Punkt, oder? Wir alle haben unsere Muster und irgendeine Veränderung am System, irgendeine Veränderung an uns, an unserem Leben, führt irgendwo, gibt es dann halt eine Reaktion. Und eben bei dir ist es vielleicht zwischenmenschlich, bei mir ist es mein Essverhalten. Und ich glaube, vielleicht würde ich dort, wenn du mich fragst, was ich anders machen würde, ich dort, glaube mir vorgängig bewusster Gedanken machen über die Reaktionen und dann dort ja, vielleicht besser schauen, wie ich mit dem umgehe und eine Strategien erschaffen.
Ich frage mich, weißt du jetzt auch, das Vorgehen von nicht ein Kampf gegen Snus, wo ich quasi muss dagegen ankämpfen, nicht Snoozen, sondern das Ziel ist, dass Snus dass gar kein Kampf ist. Wir sind gar nicht im gleichen Zimmer. Wenn das dann klappt, wenn ich dann irgendwann, wenn ich so in einem Jahr an einem Punkt bin, wo ich so bin, so, scheißegal, das ist wirklich so. Das dann anzuwenden auf mein Essverhalten wäre auch krass. Mhm. Die Learnings aus dem muss Ja. Ich glaube, ist auch schon besser. Ich glaube, früher war es viel mehr ein Kampf gewesen mit dem Essen. Und nachher habe ich angefangen zu snoozen und dann ist es nicht mehr so ein Kampf gewesen. Ja. Das ist ein bisschen schlimmer. Aber ja. Ja. Ja, crazy. Ich habe das jetzt noch lässig gefunden. Ich glaube, es ist mehr für uns gewesen und das ist aber auch okay. Es gibt ab und zu so Folgen zwischen denen, die für uns sind. Ja. Hey, ja. Das war jetzt zwar mehr für uns gewesen, aber ich habe es lässig gefunden. Danke dir vielmals. Danke dir, Tim. Und hey, was mich wundern, die jetzt bis dahin gehört haben, die 3 Leute. Die 3 Leute. Wie geht es euch mit solchen Themen? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Was hat euch geholfen? Was habt ihr schwierig gefunden? Schreibt es in die Kommentare. Mich wirklich wundern, weil ich glaube, es ist ein Thema, das jede Person betrifft, weil jede Person hat irgendein Laster, glaube. Also wenn nicht, sind es krass. Wenn nicht, Dann props to you. Ja, danke vielmals für die Aufmerksamkeit und schickt uns ein bisschen Love als Unterstützung. Ja, Mann. Grüßet. Oh, ich muss etwas spielen. Heute ist so ein verspielter Tag. Ich glaube, wir haben es jetzt einigermaßen angebracht. Darum ich grüße noch jemanden verspielt. Und nachher machen wir gerade fertig. Ist gut. Willst du noch zuerst Tschüss sagen? Macht's gut, danke vielmals. Ciao zusammen. Grüße Seebach.